Ein junges Ehepaar hat einmal meine Frau Christina und mich an ihre Hochzeit eingeladen. Und zwar über Facebook, also über das Internet. Man würde heute vielleicht sagen, über TikTok. Es war in einem anderen Kanton. Und während der ganzen Hochzeit hat das Brautpaar mit so grossen Augen auf die Gäste geschaut. Wieso? 400 Personen sind gekommen. Die Kille war rappeldi-pappel randvoll. Am anschliessenden Apero war alles Essen innerhalb von nur 15 Minuten verspeisen. Jemand war so grosszügig, ist dann noch im benachbarten Coop Pronto gegangen und hat noch 10 Baguette gekauft, aber auch die sind sehr schnell weggemampft. Es kommt also vor, dass es an Veranstaltungen zu wenig Essen und Trinken hat. Oder wie heute zum Beispiel zu wenig Obigmahl. Eigentlich habe ich gedacht, Halleluja, ist ja eigentlich schön, so viele Leute da sind, dass wir zu wenig Obigmahl hatten. Entweder ist es so, weil zu viele Gäste daran teilnehmen oder weil der Veranstalter zu wenig Nahrungsmittel eingeplant hat. Die Geschichte, wo Jesus 600 Liter Wasser in Wein verwandelt hat, hat viele Facetten, viele Seiten. Auf 3 Sachen wollen wir jetzt zusammen näher eingehen. Zuerst einmal ein Bild. Mit den Egelfiguren sehen wir hier vorne, wie Jesus ganz in Weiss gekleidet ist. Und er gibt diesen beiden Kellner, die rechts neben ihm stehen, gibt er die Anweisung, dass sie sollen das Wasser der Hochzeitsgäste bringen. Das Wasser, das nachher zu Wein geworden ist. Im Hintergrund sehen wir hier Maria, die Mutter von Jesus, die sich sehr freut, dass Jesus eingegriffen hat. Also sehr eine coole Szene, wo uns zeigt, um was es in dieser Geschichte geht. Der erste Punkt ist, Jesus hat unsere Beschämung getragen. Jesus hat die Verwandlung von Wasser in Wein gemacht als sein allererste Wunder. Ich sage dem, das ist sein Inhaltsverzeichnis. Jedes Buch hat ja vorne, manchmal auch hinten, hat ein Inhaltsverzeichnis, wo eine Übersicht gibt über die einzelnen Kapitel. Und das erste Wunder von Jesus ist sein Programm. Es ist sein Motto. Es ist sein Erkennungszeichen. Man kann sagen, seine Visitenkarte. Oder auch die Vorspeise von seinem Festessen, das er uns offeriert. Brut und Bräutigam sind wahrscheinlich noch sehr jung gewesen und sie haben zu wenig Geld gehabt. Sie haben nicht können oder nicht wollen sich mehr Wein leisten. Sie haben sich geschämt, wo der Wein fertig war. Scham ist das Gefühl, wenn unser Kopf rot anlaufen. Weil das so schlimm ist, tun wir uns entweder abwenden oder in anderen Kulturen, zum Beispiel in China und Japan, tut man einfach so das Hand vors Maul heben, weil das so peinlich ist, wenn man rot anläuft. Mit dieser Verwandlung, mit dem Wunder von Wasser zu Wein, hat Jesus die Scham, die Beschämung von dem Brautpaar getragen. Als ich so alt war wie ihr Viertklässler, konnte ich nicht gut Fußball spielen. Und ich bin immer zuletzt gewählt worden in die beiden Gruppen, die gegeneinander Fußball gespielt haben. Das war für mich auch sehr beschämend. Und Jesus trägt auch unsere Scham. Was heisst das? Wenn ihr vielleicht mal eine schlechte Note bekommt und euch dafür schämt, dann dürft ihr genau wissen, dass Jesus euch trotzdem liebt und dass er eure Beschämung getragen hat. Im Vorfeld haben ihr 2 Sachen ganz genau wissen. Erstens, was das mit dem Obigmahl genau ist. Und das Zweite ist die Kreuzigung von Jesus. Und Regula hat euch das dann erklärt. Und die Kreuzigung von Jesus, das war für ihn sehr beschämend gewesen. Er war halb nackt, eigentlich nur mit der Unterhose an dem Kreuz. Und das hat er für uns gemacht, um uns auch die ungesunde Scham wegzunehmen. Auch für uns Erwachsene gibt es sehr viele Situationen, die beschämend sein können. Wenn wir zum Beispiel Hilfe brauchen, weil wir in einer schwierigen Situation sind. Genau dann lohnt es sich daran zu erinnern, dass Jesus unsere Scham getragen hat. Es ist keine Schande, wenn man Unterstützung in Anspruch nimmt. Der zweite Punkt lautet, Jesus schenkt uns Freude. Wein ist ein Zeichen
von der Freude, vom Feiern und vom Festen. Kein Pfarrer hätte 600 Liter Wasser in Wein verwandelt als sein erstes Wunder. Alle Pfarrer würden sagen, das ist viel zu gefährlich. Was ist, falls jemand zu viel trinkt und dann nicht mehr richtig laufen kann und dann umkehrt und sich verletzt oder nur noch Blödsinn redet? Hier noch eine kleine Klammerbemerkung zum Obigmahl. Ein paar Kirchen feiern ja das Obigmahl mit richtigem Wein feiern. Mit Weisswein, mit Rotwein. Und der enthält auch Alkohol. Und wir haben das Obigmahl vorher mit Traubensaft gefeiert. Wieso? Wenn nämlich jemand einmal süchtig war nach Alkohol, dann reicht eine schwarze, überreife Banane oder eben auch ein Schluck Wein und dann ist die Alkoholsucht wieder da. Und wegen dem nehmen wir eben Rücksicht nehmen auf das. Und ein paar Erwachsene bedauern vielleicht, dass wir das Obigmahl nicht mit Wein feiern. Aber in der Bibel steht, dass wir eben aus Liebe zueinander Rücksicht nehmen sollen. Und wegen dem machen wir es mit dem Traubensaft. Mit dieser Verwandlung von 600 Liter Wasser zu Wein tut Jesus zeigen, dass er uns Freude schenkt. Jesus zeigt damit auch, dass er der Sohn von Gott ist, dass er Gott ist. Und ich möchte noch ins Alte Testament schauen, wo es im Psalm 16 einen schönen Satz heisst. Was heisst, also du Gott, tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner rechten Hand ewiglich. Das ist einmal in einer wörtlichen, ein bisschen alten Übersetzung. Und Wonne, das kennt ihr vielleicht, vom Wonne Monat Mai. Wonne heisst Freude. Und in einer neueren Übersetzung heisst, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Also, das ist ein bisschen anders übersetzt, bedeutet aber das Gleiche. Das finde ich so schön, weil Gott schenkt uns Freude. Freude, die von innen kommt. Beim Obigmahl lade ich einladen mit dem Psalm 34, was heisst, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Und Jesus tut mit dem Wunder, mit dem ersten Wunder zeigt er, dass jetzt mit ihm etwas Neues kommt. Wir dürfen uns freuen, von Herzen. Weil jetzt kommt der Messias, der Held, wo die Juden schon so lange auf ihn gelangt haben, sich schon so lange gefreut haben, und jetzt kommt Jesus. Im alten Kirchenlied heisst es, Jesus ist gekommen, Grund ewiger Freude. Wir würden heute vielleicht sagen, Jesus ist gekommen, er ist der Grund, damit wir uns ewig freuen können. Oder er ist der Grund für unsere ewige Freude. Der dritte Punkt ist, Jesus schenkt uns Freiheit. Wenn wir die Geschichte ganz genau lesen, dann sehen wir in einem kurzen Satz, was heisst, nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Und ja, wenn man den Satz so liest, dann liest man vielleicht ein bisschen drüber, oder? Aber die 600 Liter Wasser wären eigentlich dazu da gewesen, dass sich die Leute die Hände waschen vor dem Essen. Damals hat es noch nicht in jedem Haus einen Wasserhahn gehabt, wo man einfach aufdrehen und so, sondern man hat das mit diesen Wasserkrügen gemacht. Und wenn Jesus jetzt genau diese 600 Liter Wasser in Wein verwandelt, dann sagt er damit, jetzt geht es nicht mehr darum, zum äußerlichen Reinigungsritual wie Händewaschen vor jedem Essen einzuhalten, sondern jetzt geht es um eine Herzensänderung. Es geht um eine Herzenswäschung. Wir haben jetzt Freiheit. Es geht im christlichen Glauben nicht darum, dass wir alte Traditionen einhalten müssen, sondern dass wir eine persönliche Liebesbeziehung mit Jesus führen. In vielen Predigten erkläre ich, wie hilfreich das ist, wenn wir täglich in der Bibel lesen, ein Kapitel, und dann mit Gott reden im Gebet. Aber das ist alles freiwillig. Wir müssen das nicht machen. Wir haben die Freiheit. Die Geschichte endet mit dem Satz, Jesus offenbarte, das heisst zeigte
damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also Jesus hat mit dem gezeigt, dass er nicht einfach ein Lehrer ist, der irgendetwas Neues herausgefunden hat, sondern er zeigt damit, er ist der Herr und der Heiland, der uns liebt, der uns Freude schenkt, der uns Freiheit schenkt und auch, der unsere Beschämung getragen hat. Das heisst, er zeigte seine göttliche Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Das heisst, seine Schüler, seine Lehrlinge, sie haben ihm vertraut. Jesus ist immer nur ein Gebet weit von uns entfernt. Wegen dem freut er sich auch, wenn wir mit ihm reden im Gebet und sein Wort von der Bibel beherzigen in unserem Leben. Jesus hat das Wunder auch gemacht, um unser Gottesbild zu korrigieren. Was heisst das, ein Gottesbild? Das ist das Bild, die Meinung, die wir uns von Gott machen. Und ein paar meinen vielleicht, dass Gott ein strafender Richter ist, wo jede Tat, die wir machen, so ganz genau protokollieren, wo sich einfach freut darauf, um uns zu bestrafen oder überwachen. Oder Gott, der sollte pingelig unsere Traditionen überprüfen, ob wir die richtig einhalten. Aber Jesus zeigt uns, nein, Gott ist grosszügig. Er will, dass wir Freude erleben. Das Wunder kann sich also auch heute noch wiederholen, wenn wir uns Jesus zuwenden. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Amen.